Die Landweiber mingt zwar bei der Hochzeit nicht als Fegeln Maschkere gehen, aber neue Gstanzeln singen nach der Weis von der Vogelhochzeit. An Mike sein Spusi schlagt in Lansing auf und ist voll scharf auf ihn, aber er nicht extra auf sie und schließlich schickt er's weiter. Der Roland sortiert die Schmecker von den zwei Kech in sein Haushalt und die kennen sie dann noch nimmer raus und finden nichts mehr. Der Gregor führt Emma und ihre preußischen Schulfreundinnen im Wirtshaus umeinander, damit das sehen, was für eine großartige Arbeit das er macht. Der Flori kriegt den Hubert seinen alten Blechtrottel, wo er einen Haushalt schmeißt. Der haut aber nicht hin und schaltet eine mordslaute Musik ein, so dass gleich die Schussleute anruckend. Zum Gerstl sein Purzeltag schenkt ihm die Rose eine Torten mit Eigelbier. Und da freut er sich schon recht narrisch drauf, samt den, dass zwischendurch der Pfarrer meint, die Wahrheit gar nicht für ihn. Das Bärle möchte einen Hummel einen Spruch aufsagen, wo ihr zu Herzen geht. Und Kathi zeigt ihm im Netz eine Seiten, wo er so etwas zusammendichten kann. Zu der Gaudi lässt er auch nur einen ganz dreckerten Aufreißerbrief schreiben. Und den kriegt das Hummerl zufällig zum Lesen und meint, er bescheißt's. Wie er ihr das nachher klar macht, kommt am UFO sengs ein echter Liebsspruch aus. Und auf das aufe han's wieder gut. Der Annalena, sein österreichischer Jumpsterer, taucht wieder auf und bringt seinen halben Hausstand mit und will sie bei ihr einrichten. Aber da wird's ein wenig kritisch, weil er ihr zu viel Technik daherbringt. Der Hubert riecht alles her für den 4. Hochzeittag, aber auch grad an denselben Tag bildet ihm sein Alte ein, dass er einen Tuttenkrebs hat und fährt stattdem mit ihm ins Spital. Und der Hochzeittag fällt unter den Tisch runter und die ganze Freude auch damit.